Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast Whistleblower Uf Pelzig. Ja, jetzt sind wir wieder bei dem alten Kollege gelandet, beim Itchy und Scratchy, beim Yuki und Kratzi. Aber der macht uns ja nichts, der ist ja relativ friedlich. Der will uns ja immer nur helfen, uns juckt und ich bin so seidig. Und da schon wieder hergelatscht. Weil ich mich froh wieder das rausfinden kann, dass es seidig aussieht. Der hat ja Armbind um. Okay, der hat Schlüssel. Nehme ich da gleich mal der Handschelle-Schlüssel. Sehr gut. Wo gehst du hier? Ich würde mir erstmal gerne sehen, wo der hier geht. Der geht jetzt... Pisser oder... Ah ne, der geht hier nicht ans Pissoir. Ich habe schon gedacht, er geht jetzt möglicherweise ans Pissoir oder er geht jetzt erstmal so hier und nascht ein bisschen aus der Toilette. Das steht ja auch zu dem Typ Basse irgendwie. Generell zu der Insasse hier von dem Laden, die jetzt sehr Basse. Wenn die zwischendurch einfach mal so ein bisschen aus der Toilette naschen würden. Okay. Also da haben wir den Schlüssel jetzt gefunden für die Handschelle. Irgendwo hat es ordentlich gepoltert. Ich glaube, unser Kannibale-Kumpel ist wieder hinter uns her. Ah, Mann. Scheiße. Ich glaube, den können wir getrost, ach wirklich, Kannibale-Kumpel oder Kannibale-Karle nennen. Das macht dem bestimmt nichts aus, wenn der nur sein besondere Charakteristikum benannt wird. Das sieht noch Hirnströme aus, die hier gemessen werden. Oh je. Oh je, oh je. Da ist ein Dokument. Ich wollte schon immer mal Dokumente lesen. Und wollte schon immer mal eine Batterie holen. So. Dann lesen wir da mal was mal hin. Geschlechtsauswahl aus dem Mount Massive Vertragsparteien. Fall MM1200 715 Aktualisierung 271. Formhinweis. Alle Inhalte müssen umgeschrieben und juristisch überarbeitet werden. Siehe Formular 4083. Und den anhaltenden Rechtsstreit 12.00.07.15 dienlich zu sein. Autor Ethan Sriskandaraja. Hinweis oder Sriskandaraya. Hinweis. Dies ist eine Anfrage für ein spezifisches juristisches oh Mann, oh Meter, heute habe ich echt mal einen Analphabete-Dach. Dies ist eine Anfrage für eine spezifisch juristische Konsultation in den anhaltenden Rechtsstreit von Melissa Cho gegen Murkoff Charitable Psychiatry in CERN, USA. Ursprünglich eingereicht in 2010. Zum Zeitpunkt von Miss Chos Kündigung waren die psychosomatischen Wirkungen des morphogenetischen Antriebs auf weibliche Angestellte und Patienten bereits gut etabliert. Mehr als 7 weibliche Angestellte und Patientinnen waren innerhalb weniger Wochen von einer Scheinschwangerschaft betroffen, bevor sie Fehlgeburten der nicht existierenden Kinder erlitten. 5 von ihnen verstarben. Weibliche Angestellte wurden in höher gelegene Stockwerke der Einrichtung verlegt, dann in andere Gebäude und schließlich komplett aus der Mount Massive Einrichtung entfernt. Projekt Walrider bedurfte einer absoluten Geheimhaltung, um die bedingten Faktoren zur Versetzung und Kündigung zu gewährleisten, was allerdings von einigen bekündigten Betroffenen als eine Ungerechtigkeit wahrgenommen wurde. Miss Cho hat gerichtlich eine Freigabe des IFG erstritten in Bezug auf die Dokumente, die ihre Kündigung betreffen. Um zufriedenstellende Informationen zu präsentieren, müssen diese Dokumente erstellt und nachdatiert werden, ohne die Geheimhaltung des Projekts zu gefährden. Bitte um Anweisungen. Ethan Sriskandaraya, Berater MM214. Ja, das ist sehr interessant. Scheinschwangerschaft und Fehlgeburte von nicht existierenden Kindern. Erinnert auch so ein bisschen an das von Outlast 2, um ehrlich zu sein. Was die Murkoff Corporation dort an Radiotürme aufgestellt hat, könnte ja auch zu solche Wahnvorstellungen und entsprechend einer Scheinschwangerschaft mit einer tödlichen Geburt geben haben. Nur, dass die Lynn bei der Geburt wirklich gestorben ist und das Kind angeblich gelebt hat. Das angebliche Kind soll angeblich gelebt haben. Und unseren Türetreter hat wohl hier sich verlustiert. An der. Wenn es Spaß. Du Scheißkerl! Wo kommst schon du plötzlich her?
Manometer. Okay, ich hoffe, der kann jetzt hier nicht drüber. Okay, das hat mich jetzt wirklich wieder erschreckt. Also, das Spiel erschreckt mich häufiger, als es das zweite irgendwie gekannt hat. Obwohl beim zweiten auch immer so eine gewisse Aura immer dabei war. Aber erschreckt, hui, habe ich mich jetzt schon ziemlich wieder, dass der Kannibale Karle da urplötzlich wieder war. Ah, du kriecht einer rum. Okay, jetzt geht's Richtung Krematorium. Das wird bestimmt auch ein ganz, ganz reizender Ort sein. Und ich habe die Hoffnung, dass hier keiner von der Ehre rumkriecht, bis auf den Ende da drüber. Aber ich glaube, der hat eh seinen letzten Atemzug gemacht. Der ist non-existent auf dieser metaphysischen Ebene. Okay. Auf dieser physischen Ebene. Und auf die metaphysische Ebene übergetreten. Oh Manometer. Scheiß da ins Kanonenrohr. Ich hab keinen Bock hier. Okay, du ist abgeschlossen. Das geht nicht. Da komme ich durchaus durch. Aber ich will erstmal in den Raum reingucken. Zack. Hallöle. Das ist nur so ein Lagerraum. Wie es aussieht. Gibt es hier nichts, was Spielspaß und Spannung für mich bereithält? Ne, okay, hier vibriert er und zittert er nur. Das kann ich nur vollziehen irgendwie. Und da geht's auch noch die Treppe hoch. Ne, Quatsch, und dann bin ich Kummer. Das heißt, das ist unser Weg. Okay. Irgendeiner tritt wieder an die Dere. Hoffentlich nicht unseren Kannibale Karle. Das war das hier, okay. Der Kannibale Karl, der wird wahrscheinlich auch jetzt hier wieder fleißig hinter uns her sein und uns irgendwie den Tag versauern. Oh! Versauern wolle. Da ist er jo. Das sehe ich anders. Ach du Scheiße. Da können wir bestimmt durch. Doch, jetzt hat er mich nochmal erschreckt. Also, Respekt, Outlast, Whistleblower. Du schaffst es nach wie vor, mich richtig zu verstören und zu verschrecken. Oh. Das sehe ich anders. Nach wie vor. Oh Mann, Ometer. Scheiße. Das war mal wieder richtig heftig hier. Okay, da geht's hoch. Da ist unser Kriechkumpel. Der Kannibale, der quetscht sich aber nicht hier durch, zum Glück. Exit. Ach, könnte ich doch nur durch. Ach, ging's doch nur. Oh Gott, Entschuldigung, das war verschluckt gerade. Oh Mann. Da ist noch ein Dokument. Das nehmen wir liebend gerne in der kleinen Kapelle. Also wahrscheinlich sind dann hier nochmal die Gottesdienste ab kalte Woche, bevor es ins Krematorium ging. Gott und Familie. Auszug einer Aufnahme von Dr. Bruce Newhouse, Doktor, angestellt im Mount Massive Hospital 1958 bis 1965. Pfarrer Clark, es liegt mir fern, einen Mann Gottes zu belügen. Also lassen Sie mich sagen, dass ich mein Bestes tun werde, um die Sicherheit Ihrer Arbeitsumstände zu verbessern. Ich und der Rest der Angestellten wissen all die Dinge, die sie für uns tun, wirklich zu schätzen. Und sollten Sie sich von jemand Bestimmten bedroht fühlen, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir können dann entweder eine chemische Fixierung verstärken, eine Lobotomie durchführen oder eine ähnlich beruhigende Prozedur. Ja, sehr beruhigend bei einer Lobotomie. Alter! Obwohl von 1958 bis 65, da war das wirklich noch absolut Standard. Bitte unterstützen Sie den Wert Ihrer Messen, unterschätzen Sie den Wert Ihrer Messen für unsere Patienten nicht. Unsere Patienten benötigen die Kraft und den Halt von Gott und Familie, vor allem wenn man die tiefe und die notwendigerweise chaotische Natur der Hypnotherapie betrachtet. Nicht alle unsere armen Schäfchen haben eine Familie, an die sie sich wenden können, und somit fällt diese Last und diese Berufung auf sie. Wir alle bauen auf ihren Glauben und ihre harte Arbeit. Diktiert, aber nicht gelesen, Dr. Newhouse, Doktor oder DR. Ich nehme an, es hieß Doktor, aber Dr. Newhouse Doktor ist ein bisschen Quatsch. 20. Mai 1961. Ja, klar, da waren diese Lobotomie-Dinger noch durchaus üblich. Ist er das hier, unseren Doktor, unseren Pfarrer, der Pfarrer Nicholson?
Den gibt es in 6-facher Ausführung hier. Das sieht echt aus wie der Jack Nicholson in Einer flog übers Kuckucksnest. Scheiße. Das wäre auch zu einfach gewesen. Ach, ging's doch nur. Verdammt nochmal. Ging's doch nur, dass man hier rauskennt. Okay, also bei dem gibt's nichts weiter Interessantes mehr. Da bin ich raus. Da könnte ich auch nochmal reingucken. Dunkles Loch, natürlich. Sehr einladend mal wieder. In die dunkle Kabine geht man immer gern rein. Und ich glaube, während das in Outlast 2 noch nicht so der Fall war, dass man mit Fratzen-Action rechnen muss, ist es, glaube ich, bei Whistleblower wie in Outlast Ends doch wieder etwas stärker vertreten, dass man Schiss haben muss, sobald man die Kamera einschaltet und sobald man irgendwie an einem dummen Ort steht, dass man mit Fratzen-Action rechnen muss. Oh, okay. Das war ja auch der Fall, als ich hier dann mich umgedreht habe und plötzlich stand der Kannibale Kaldo vor mir. Also das sind wieder Sachen, mit denen muss man hier in dem DLC durchaus rechnen, dass plötzlich wie im Hauptspiel irgendwelche Gesichter vorne dran stehen. Das ist sehr beunruhigend und sehr beängstigend wieder. Also man ist definitiv wieder sehr schnell in dem Outlast-Feeling drin und man fühlt sich nie sicher. Okay. Über den Stuhl kommt er nicht. Gesprungen geht es nicht. Na gut, ich glaube, da habe ich jetzt alles hier ausbaldowert, was geht. Da kommt dann nämlich durch, der Kannibale. Aber er könnte es einfach genauso gut abstellen. Also, naja. Kreativ sind die Jungs halt nicht so wirklich. Hallo? Ja, okay. Den hat es ja gerade runtergeschossen. Barfüßig war er auch noch. Beschissen die Art zu sterben. Barfüßig das Treppenhaus runtergeschleudert worden. Das ist scheiße. Beziehungsweise der Schornstein war das, ja. Also es dürfte der Schornstein sein, der Schornstein. Bei aller Hochdeutsche, die es Pelzige nicht verstehen. Ja, das dürfte der Schornstein sein vom Krematorium. Ja, da geht zumindest der Rauch hoch. Und es ist auch direkt an die Verbrennungsöfen angeschlossen. Also es ist höchstwahrscheinlich der Schornstein vom Krematorium. Herrgott, heute habe ich es echt mit meinem Gebabbel. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Hey, was soll denn der Quatsch? Du solltest nur die Kisch hoch und nicht ein Martyrium erleiden. Kreisch du rum wie am Spieß. Oh Mann. Gut, du entlang Kraxle geht noch. Es knallt hier aber auch keiner runter grad. Ich bin aber sehr gespannt, ob du DLC zu Outlast 2 noch rauskommen soll. Oh, Wallrider kommt. Ja. Du schwebt da gerade hoch, der Schornstein entlang. Du, wo er hinkehrt, wie ich finde. Dann kannst du durch den Schornstein bloß den scheiß Wallrider. Oh Mann. Okay. Matratz, du könnt der Typ gelebt haben. Und dann hat ihn hier runtergejagt. Also das ist zumindest vorstellbar. Warum klettert der Kerl nicht einfach hier hoch und dann fort? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich stehe doch das Risiko auf mich nehme, hier hoch zu klettern. Und dann an der Backstelle entlang versuche hochzukommen. Schlimmer als der andere Scheiß kann es doch gar nicht sein. Da ist nix. Okay. Dann muss ich da lang. Manometer. Na gut. Na gut. Patsch. Speichert. Ach, könnte ich doch nur hier auch einen Cut setzen. Und dann wär's das. Ah, scheiße. Okay, da ist wieder so Osterinsel. Und ich glaube, der Kannibale jagt uns auch noch weiter hier gerade. Das wird definitiv eine Schäwere. Darauf kannst wetter, mein lieber Zuschauer. Okay. Gucken wir mal hier. Das sind Schäm dich Schränke. Da ist der Pori. Und eine Batterie hat er auch noch, der Pori. Hat er überhaupt noch einen Kopf? Nee, der hat auch keinen Kopf mehr. Nett. Also irgendjemand erbeutet nach Osterinsel Schädel. Okay, dann muss ich wohl hier entlang.
Ja, 5 Minuten habe ich noch. Verdammt. Okay. Lass mich rote Kannibale Karl. Ich höre ihn wieder. Ich höre sein Säg wieder. Die Ritsche-Ratsche Säge ist wieder schwer beschäftigt. Und giert noch meine Körperdele. Kann ich dort durch? Natürlich nicht. Okay. Der ehemalige Arzt in dreifacher Ausführung. Oder ist das ein Arzt? Jermaine Delaire, Deputy Director. Von 1968. Okay, das war einer von der Con-Direktoren. Neurologie oder Bücherei? Gehen wir doch erstmal in die Bücherei rein. Oder in die Neurologie. Ja, das sieht mal eher noch im optionalen Raum aus. Die neurologische Abteilung ist also nicht gerade sehr groß hier. Oh Mann. Ach Gott, es ist Gott sei Dank nur ein Bild gewesen. Ich war eben unschlüssig, ob das jemand ist oder ob das nur ein Bild ist. Oh Mann. Scheiße. Da gab es jetzt auch nichts wirklich Interessantes. In der Bücherei. Ich weiß nicht, ob das die ist, die mal in Outlast Ends selber erlebt haben, wo die ganzen Leute aufgespießt waren. Aber wenn, dann ist das ja noch nicht passiert. Dann kommt das ja erst noch. Dass das Militär hier aufgespießt wird. In der Bücherei. Was ist, glaube ich, nicht die... Wow! Musik, 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 Musik. Okay. Ich hau wieder ab. Der ist wohl wieder aktiv hinter uns her, der Typ. Zack. Wir machen mal hier zu. In der Hoffnung, er kommt nicht hierher. Kommt er überhaupt hierher? Ich bin jetzt mal mutig. Ich glaube, der kommt nicht hierher, oder? Nee. Okay. Na gut, der scheint mich hier auf dem komplizierten Weg verloren zu haben. Scheiße. Okay, jetzt muss ich damit rechnen, dass der Typ mich hier jagt. Also muss es schnell gehen. Vorne links. Einmal umdrehen, einmal umdrehen. Dreh dich um und du bist ein junger Mann. Ich bin mir nicht sicher, wo er gerade steckt. Ich bin mir echt nicht sicher, wo er gerade steckt. Oder ob der nur drauf lauert, mich zu attackieren. Okay. Ich habe jetzt anscheinend alles Optionale verdummbeitelt. Scheiße. Dann quetsche ich mal hier durch. Kann der das auch? Das kann der nicht. Okay. Theoretisch könnte man jetzt auch hinterher Leiche noch einmal und nochmal das Optionale probieren abzustauben. Ich probiere es einfach mal. Weil wenn der jetzt von der Storyline her sowieso in einem anderen Gebiet wieder ist, wäre das ja praktisch. Dann könnte ich jetzt nämlich hier das Optionale abstauben. Wenn möglich. Probieren wir es doch einfach mal. Da kommen wir nicht rein. Okay. Und wenn er kommt, dann renne ich halt wieder. Ich glaube aber, das war auch tatsächlich schon alles, oder? Bibliothek? Ja, das dürfte das gewesen sein. Neurologie, ja, tatsächlich. Es war hier auch wirklich nichts Optionales abzugreifen. Okay. Ja, geil. Also verpasst habe ich auf jeden Fall nichts. Das ist auch schon mal sehr gut zu wissen. Aber das Störgeräusch ist schon etwas heftig. Da geht's auch nicht rein. Na gut. Dann die Sache, ihr liebe Leute, dass ich an der Stelle auch mal einen Cut mache. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Outlast Whistleblower auf Pelzig, wo es dann weitergeht, vom Kannibale verfolgt, in der Anstalt umherirrend, immer wieder mit dem Wallrider zu rechnen, der hinter uns her ist. Und ich bin gespannt, was wir alles noch erleben, bevor der Miles hierher kommt, oder ob er überhaupt schon hier im Haus ist,
ob wir ihm möglicherweise Animo begegnen könnten oder ob wir andere alte Bekannte begegnen werden oder was sonst noch so kommt. Ich bin sehr gespannt, was alles auf uns zukommt und ihr bestimmt mindestens genauso. Also machen's gut, ihr liebe Leute, bis morgen, wo wir dann ein bisschen mehr erfahren werden, was alles auf uns zukommen wird. Euer Yankee.